Marius Ola. Erst bitten von der sehr blatte Dach. Aber weißt du, was das meint? Das meint, das fahr ich erst nicht mehr hier. So, meine Gummstäbchen hatte ich nicht mit. Und ich will nicht mit meinen Schuhe im Blattraum klopfen. So dann werden wir bei Eten merken. Wir wollen vielleicht bei Tacos merken. Und dann zu Unkas Jank hat mir Lasagne zu merken mit Camarones, mit Shrimp. Eins hier nahm der auch messwarm, aber wie nahm der Shrimp oder Camarones? Lasagne. So. Gleich von der war uns für sehr schön Sort eten. Órale pues, hier haben wir 1,5 Kilo gemoldenes Rindfleisch, 1,5 Kilo Ground Beef. Hier haben wir 3 Zippeln. Hier haben wir Bell Pepper, eine rote und eine rein. Wir wollen vielleicht mal die Halsbrocken von jeder ein, das schiele mal rum. 3 Jalapenos. Hier haben wir 5, 5 Saus, 10 Chesnick, und dann wollen jeder gleichen wie gleichen Teil. Hier haben wir Salt und Pfeffer und hier haben wir noch 3 Etschatten. Der wollte noch kerken nur her der Mann. So. Nu werden wir aufhören. Und wollte ich noch mal sagen, ich wollte 2 Sorten Fleisch kerken. Eins für meine Frühe gleich und eins für ich das gleich. So. Das hat beide schön schmecken. Okay, das erste war der frühe Fleischbrot, der gleich das sehr einfach. Hier haben wir das Rindfleisch. 1/4 Kilo. Und dann wo wir da halb Zippeln mag. Also falls wieder gleichen, sie gleich tut man das Zippeln, ich weiß, dass Menschen die gleichen dort nicht. Hier haben wir das Chesnick, das dort auch mag. Und ein bisschen Klippet Pfeffer, sie gleich nicht zu viel Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und nu wollen wir das broten. Und dann erst meine frühe Tacofleisch rein. Das ist alles, was ich nicht mag. Da, check mal. Das war mein Tacofleisch. Geräuschte Jalapenos. Wuhu! Okay, da war das Greins alle 2 schneiden. Die Jalapenos, was wir jetzt geräuscht haben, wir wollen dazu die Rüt nehmen. Eins zu luten der Bären, aber wir wollen von der Rüt nehmen. Vielleicht kann die Frühe dann noch her, vielleicht auch noch eten. Aber wir war alles bloß sehr schmack fein schneiden und dann haben wir dort rein dort verbrühen. Gleich früher eten ist Fleisch, das Tacofleisch ist rein. Da wollen wir mit aufhören. Und was wir wollen tun ist, wir wollen das hier in den See nehmen, all das Fett aufsehen. Wir wollen die Tacos, dass die nicht so süppig werden. Das ist, was meine frühe Tacofleisch legt. Los, Zippeln, Pfeffer, Salz und ein bisschen Snack. Ja, perfekt. Okay, da fangen wir nu mit mein Fleisch an zu broden. Das erste, was wir wollen tun, ist, wir wollen fangen die Zippeln zu broden. Die sind nu fangen noch schmackbrün zu werden. Und dann wollen wir das Snack zu machen. Das eine Minute oder 2 broden. Und dann wollen wir das ewig reinste alle machen. Ein klein bisschen Fett wollen wir dann mit bei. Und dann wollen wir das so mehr gut broden. Und dann wollen wir das Rüt nehmen. Und dann wollen wir das Fleisch gut broden. Und dann zuletzt wollen wir das Grünste machen. Ja, das ist noch halbe Ei gefroren, das Fleisch. Aber das wollen wir nicht mehr für das Goa haben. Und wollen wir dann auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer machen. Und wenn das ist so mehr gut ist, dann wollen wir all das Grünste dabei. Ja, das ist auch was da. Da wird das Grünste dabei. Und das darf nu al nicht lang kerken. Ein paar Minuten. Kan je op schmecken, want er veel kan je zout maken. Dat was ook wat als mijn vrouw eet. Waar we dat alle door hem zien, dat het afzien, dat al dat vat eruit. En dan heb je al genoeg vat, en dan is het vat genoeg om dat alle opeten. Ja, en hier hebben we nog onze eetschakken. Die willen we dan nu nog fijn draaien, dat we een beetje eetschakken hebben. En dan willen we die door maken dat vlees erin, dat het nachher met alle top blijven, dat niet alle uit de Tacos eruit. Dan we worden weer bij mol en dan het dicht kneden en dan vandoor weer. Ja, dat is plus zo kraak. En dan blijft het de smaak en de tortillas sparen. Oké, mijn vrouw, ja, vlees, dat is nu right. Hebben we smaak dicht gekneed met de etje en de bit maakt. Nu blijft het van taub. Waar dat taub daar en dan wordt mijn eruit maken. Okay, dit heb je niet waar naar de school brengen, ram vertalen, maar wat ik wat mijn tacos, daar word ik een beetje wit en thuis maken even.
Yes, eigenlijk ergens wat je en tacos, waarom niet? Hier hebben we onze eetschakken, waar mijn vlees erin, waar dat je schijt erg sneden met de eetschakkenbrieven erbij. Nou, waar we den thuis ook nog maken hier. En toen kijk je mal, dat smelt nu al. We hebben nog niet veel tacos gemerkt. Eigenlijk wat zeer schijne tacos geven. We nemen immer niet meer tacos. Oké, dat is nu uit. En daar willen we vangen tortillas op te warmen. Kijk mal dit had nog niet geproefd. Ik had er 2 brenners am gaan en de 2 tortillas op een klap met me op 1 brenner opleiden en de bij een beetje omdraaien. En dan die ganze omdraaien, dan kan je 250 tortillas opwarmen. Gas is al zo duur en hier bij Schtrucklaunt hebben we niet zo rieve gas. So dan doen we dat ze staat. 2 op eenmaal en dan omdraaien en den boersten omdraaien en dan wordt het fris. Dan kan je 250 tortillas opwarmen. Schaf plus zeer fijn. Dit zijn zeer fijne tortillas. Ik had die bij Alroy gekocht door een winkel in Manitoba. Die had zich TC Foods gekocht. En die maken nog ene tortillas. Die maken zeer schöne tortillas. Oh, nu kijk je mal, dit had mij weer gegeven als een geschenk om heute tortillaspan meer holen. En daar hebben we dan nu onze heute tortillaspan en nu willen we van tacos te maken. En weet je, mijn vader zei schon mal in Mexico, wanneer die tacos hebben groß verkauft, en die hadden dan een Maserspatz vol Fleischspan. Bei uns ist das anders. Wir wollen ja nicht Tacos verkaufen, aber wenn wir uns einen Taco erschaffen und abeten, das wird eine Ehren. Du hast Fleischspan. Und lieber ein bisschen weniger Tacos und ein bisschen gut Fleisch und es steht sich bloß voll Deeg und Tortillas haben. Ja, nu wo die alles so staat merken, dann gaan we die anfrieren. Oder sie, nu wo wir ein bisschen alla brava. Sehr, wo wir hier niemals Tortillas merken. Huhu! En weet je wat? We willen nog wat van Flautas maken. We gaan hier aan het liepervlees even gehouden met al het grunst erbij van mijn vlees. Waar we nog een paar Flautas maken en dan worden ze broden. Ik laat wat ook zeer schijnend onkas geven. Dat is wat we van daar worden te middag gaan. En dan te onkas wil je weer dan wat onder maken. Aber dit maakt me denken van eerst maar Loncheria Durango. Die hadden immer zeer schöne Flautas. Okay, hier hebben we een beeld. Dat kan je zien. We hebben door 12 tacos voor mijn vrouw. En 12 tacos is echt het leeg. Once de afdelen hebben we die rein. Okay, nu kijk je mal. Nu worden onze tacos een beetje uitrollen met zo'n zeer derne plastic. We worden dan immer 2 op eenmaal. En dan worden die niet zo uitvriezen. Krijg ze staat en nou wat we dan doen is dan doen we maar 2 op eenmaal en een klein het lusje nemen. Die laft alle eruit zien. Schmeckt tomaten, vriezen we die aan. Oké, nu kijkt je maar dat bad hebben we nu uit voor onze flautas. Bacaljan, jalapenos, komst en suppelen. Oh ja, nu gaan we bloos nog gewoon de flautas broden. Oké, dat vat hebben we nu van ongeveer 350 graden. Wat veel sulfaten zijn en dan worden ons de flautas smakbroden, dat die aan beide zijden smakbruin zijn. Oké, daar hebben we ons nu maar een schijne motie eruit maken, dus dat is aan bij Loncheria Durango hadden in Mexico, kost hem op Chihuahua. Ja, daar hebben we bacaljan, jalapenos. Hier is maar een orde, dat weer een fire staat. So dat wordt we ons hier dan nu van jou worden. Rijdt me aan, die kijkt hem al. Zet dat nog een kas, of zet dat nog een kas? Hichole! Toch, nu kan het nog van dichtbij zijn. Nu willen we een kas aan de middag heen. Ho, nu hebben we wat zeer schijnend middag van jou. Emma, ik wil jullie voor alle reizen hier van Schtrucklaunt Buena Vista. En ik ben God zo dankbaar dat ik s'morgens wat zijn opgewacht. Ik ben dankbaar voor jullie allen. Dankbaar dat ik kon naar verder gaan. We delen met voor jullie allen. Viele mensen rekenen zeer veel en die hebben me dat gezegd, dat rekenen zeer veel. Zo, nu willen we
eten. Ich bin Gott dankbar war für diese Multit. Und nu war das schmecken. Das erste Mal wieder war es in die haben nicht mal so eine große Bulletjes ist das bei Walmart. Ja, das bist du sehr klein gesagt. Ich weiß nicht, was wir dann über mit dort tun. Aber das hier, doch was kleinere Lepeltjes braten. Wow! What wie das? Wow! Ich wundere, dass das zum zweiten Mal war, wo Krack so steht. Werden wir sehen. Ach, das ist nicht. Ah! Opa, komm, ich sei. Okay, da werden wir das nicht mehr schmecken. Hier haben wir dann einen sehr schmacken Pepsi. Weil ich extra abgewaschen mit Pepsi. Weil wir können in Mexiko einen großen Pepsi haben. So ein Cola Chimex, Butterwurst oder Wurst mit 3 Küken und dann einen großen Pepsi. Hörst du mal. Opa, das hier sieht nun sehr, sehr untraglich schön aus. Oh. Nu werden wir das als hier ein klein bisschen salten. Wir haben hier, weißt du, ich habe in Mexiko, da bei Loncheria Durango, viele waren dort nach Chandon, Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko. Da haben die Flautas, dann, mein Vater, der wurde nach mal so einen großen Park bestahlen von der ganzen Familie. Dann da sie erst so ein Butcherpapier einspreiten, dann einen Klumpen Koms, dann Bacaljan, einen Zeppelin. Und dann Peperschaut noch ein bisschen an eine Seed. Und dann fliegen sie dort auf so eine Flautas so steht. Und dann war das eingerollt und dann ist das wir über 5 Kilometer von Cuauhtémoc, wo wir wohnten, da am Quinta Lupita. Dann ist mein Vater mit dort gekommen. Oh, das regt sich so schön. Und dann spreitet er dort am Dash uit, hat wir alle an die Schienen abgestellt. Und die werden das so krank durchgesippt mit den Koms, den Bacaljan und alles. Und die werden auf engen am Klipp knusprig mit Räusch, bei Bern wird sie fein weg. Oh, ich wollte sagen, dann hat wie hell die Tag. Nu werden wir das noch schmecken. Wow, ich dachte, ich sagte, den wird und dann kommen. Von Loncheria Durango, das wir mit so einem Schaf gemacht. Und die Kirche, da hängen, die braucht immer so einen großen Rindsknerten zum die Burritos oder die Flautas von die Bruden, die so andrehen, rumrollen. Ich habe gemerkt, diese auch. Und das ist auch, ich weiß, ich habe nach Tacos gemerkt, ich habe uns Räuschbroten oder bloß so ein bisschen, ein Butterbroten. Weil dann nachher wieder die alle abfrieren, nachher der ersten Tee rein. So. Dann die Jalapenos dabei. Der Bacaljan. Und die Koms und die Zeppelin. Was kann es Schöneres geben? Da waren dann bloß auch dort Leute sind. Und dann das schöne heute Sauce. Dann war einer. Er guckt die Merken da rocken. Merken wer die und schreckt mir dort. Das ist wunderschön.